Wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist im ganzen Wald bekannt. Weidmanns Ole und Weidfraus Juhe, ich bin's, der Musikjäger Marius, hier live aus der Jägerhütte von Marius und die Jagdkapelle. Wie immer mit mir im Studio ist Seichhörnli und der Dachs Adalbert. Hallo Kind, ich bin's, euer immer seichmachende Seichhörnli und ich habe mal eine Frage. Wisst ihr, was eine Papaya ist? Also, der Torfuchs sagt, dass das etwas sei, wo Kinder gern haben. Haben die gern Papaya? Ich glaube, so heissen doch die kleinen, weißt du, die ganz kleinen Hunde für Menschen, die keine Freunde haben. Weißt du, die Papaya-Hunde, die sagen so klein, die hätten in meinem Koppel, weißt du, in meinem Nest drin Platz. Also, Seichhörnli, Hund für Menschen ohne Freund, das ist frech und stimmt nicht. Ja. Die heißen Chicago oder so irgendetwas, glaubst du, Chihuahua oder so. Nein, ich glaub, Papayas sind so Gefährt, weißt, wo man fahren kann damit, mit so auf jeder Seite 2 Paar Beine dran. Darum heißen sie ja Papaya. Da kann man drauf sitzen und dann laufen. Adalbert. Hast du wieder von diesen Beeren gegessen, die eigentlich ein bisschen giftig sind? Also, ich verrate es nicht, was eine Papaya ist. Wenn ihr Kindern diesen 2 sagen wollt, was eine Papaya ist, dann schreibt doch auf info@jagdkapelle.ch. Und jetzt will ich nichts mehr hören von Papaya, bitte. Ist gut. Wir haben nämlich heute eine spannende Kinderfrage, das könnt ihr wissen. Also immer bestimmst du, was dran kommt bei Radio Waldrand, Marius. Nur weil du so ein Safe-Typ bist, Marius. Das stimmt doch nicht, Seichhörnli. Ja gut, dann machen wir jetzt zuerst mein Rätsel. So gut, den halt. Oh yeah, also hopp, Gitarre, schnell. Ich habe so ein lässiges Rätsel heute wieder. Also schnell. Rio Radio, Waldrand Rätsel mit dem FIFA Seichhörnli. Wer's weiß, der ist egal. Ja, also den halt. Wer's weiß, ohne Prise darf ausnahmsweise die Tafel sein. Ah, nicht? Ja. 1, 2, 3, 4. Rio Radio, Waldrand Rätsel. Wer's rausfindet, seid lösig schnell vom Rätsel, wo ich grad erzähl. Also, Kind, das Rätsel geht los. Wer oder was suche ich? Achtung. Marius, fang an mit der Gitarre. Los! Ja. Ich bin grün und weich und niemand findet mich fein. Ausser Paar, die sagen, komm, ich esse mal so ein. Du kannst bohren und mich so dann rausholen. Niemand findet mich fein, ich bin so ein Bulle. Jedes Jahr verbrennt Zürich so ein am Fest. Ich klemme meistens in der Nase fest. Ich bin so wüst und drum dir in den Katalog. Alle Kinder die rufen laut, ich bin ein... Weiss auf Katalog, ich bin ein... Also, Lösungen einsicken unter info@jagdkapelle. Und gewinnen kann man 2 Kilo gar nichts. Also, du hast sie letzter Zeit mit den Bögen, oder, Seichhörnli? In der letzten Folge hast du dem Torfuchs gesagt, er soll einen Rap machen auf Bögensaft. Weißt du, wo sich auf Bögensaft reimt? Und jetzt machst du ein Rätsel mit Bögen. Marius, du bist so ein Zwetschge. Du hast die Lösung verraten. Also wirklich. Oh, stimmt. So, nein, sie haben es, glaube ich, nicht ganz gehört. Er hat nur Böge gesagt. Stimmt, aber sorry. Ja, und sowieso, du machst in letzter Zeit ja auch so Lieder mit so Fell im Maul drin, Fell am Fudi. Weißt du, das Felllied, das du gemacht hast, und dann so Lieder mit so müden Zungen. Das ist gerade auch ein bisschen grusig, Marius. Hilfen Sie auch Kinder. Weil, Kind, die Kapelle, die sind da so
neue Lieder dran. Marius, zeig mal das. Mit der müden Zunge. Ja, Das ist alles geil. Ja, aber weißt du, das ist schon voll neu und noch nicht zum Hören für Kinder. Das sag ich auch ja, aber weiss, wenn du jetzt zeigst, dann ist es so, wie wir ein Radio Waldrand Keimclub Ja, stimmt. wären. Weißt, wo Kinder, wo Radio Waldrand hören, jetzt so können ein Lied hören, wo die anderen Kinder erst viel, viel später hören können. Weißt wie cool? Ein Radio Waldrand Keimclub. Ja. Mega krass. Ja, also gut. Also, und ihr meint, ich soll das mit der müden Zunge laufen lassen? Weißt du, wo wir schon ein bisschen aufgenommen haben, sagen wir dem? Genau das. Genau, Okay. also Kinder, Achtung, jetzt kommt ein Nickel-Nagel-News-Lied, also neues Lied von der Jagdkapelle, exklusiv für euch, also exklusiv für euch. Achtung, Marius, bist du bereit, kannst du laut lassen? Achtung, hinter jetzt kommt müde Zunge. Manchmal mit am Morgentisch, wenn das Gesicht noch nicht verwacht ist, lampen meine Zunge voll, unklig eifrig aus dem Mund. Der Papi fragt, wie ich geschlafen habe. Aber das ist das Einzige, was ich sagen kann. Die Mami sagt, wir brauchen Zopf. Sie schickt mich drum zum Beck und Kopf. Ich bin turbomässig, rennt beim Beck, merk ich, dass die Zunge pennt. Die Frau sagt, hoi, was musst du haben? Ja, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ich kann Kopf. Zunge, zurück ins Maul, so speiss ich dir. Wach doch auf, das ist nicht cool, das ist billig für mich, jetzt weck ich dich. Bei Weihnachtssingen vor einem Jahr, wir Kinder singen schön im Chor. Alle Eltern tun zuhören, plötzlich geht das voll in die Hose. Alle schauen böse zu mir hin. Meine Zunge schläft und drum sing ich. Stille Nacht, heilige Nacht, Zunge, zurück ins Maul, so speiss ich dir. Wach doch auf, das ist nicht cool, das ist billig für mich. Oh, oh, oh. Zunge, zurück ins Maul, so speiss ich dir. Wach doch auf, das ist nicht cool, das ist billig für mich, jetzt weck ich dich. Oh, 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 oh. Wam, bam, 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 bam. Jetzt weck ich dich. Jetzt weck ich dich. Also ich find's eher lustig. Gell? Sei hörlich. Findest du es auch lustig? Ja, ich find's mega lustig. Ja, So lustig. Irgendwie. Also irgendwie passt das zu dir. Also wieso? Ja, also Zunge, aber also, Was weg der Zunge? Das. also ich sage gleich. Eben, also, wir kommen jetzt zu der... Was? 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 Kinderfrage. Ja, die heutige Kinderfrage, die kommt von der Lea aus Küsnacht am Rigi. Sie ist 6 und will wissen, wo bin ich gsi, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Also sie will wissen, wo sie war, bevor sie auf die Welt
war, also bevor sie geboren ist. Eine sehr gute Frage. Ja, also eine sehr, gute Frage. Ja, und auch eine sehr schwierige Frage. Ja. Ja, gut. Also Lea, ich sage jetzt mal das, was man ganz sicher weiß und was man wissenschaftlich beweisen kann, wo du bist, bevor du auf die Welt gekommen bist. Also wissenschaftlich heisst, dass man nicht nur glaubt, sondern ganz sicher weiß, was man beweisen kann. Also dort, wo die Wissenschaft aufhört, fängt das Glauben an. Was? Also bevor du auf der Welt bist und geboren bist du nichts Ja. und nie. Super. Sagt die Wissenschaft. Wer sagt Wissenschaft? So fies. Kannst doch der Lea nicht sagen, sie sei nichts gewesen. Ja, du musst auch mal ein bisschen an die anderen denken, wenn du etwas sagst. Ja, Nicht voll viel. Ja, jetzt beruhigt euch mal. Das sage ja nicht ich, Mann. Das sagt ja die Wissenschaft. Also die muss extrem aufpassen, was sie sagt, die Wissenschaft. Ja, also, wenn man sicher weiß, ist, dass es überall in der Natur, sicher bei allen Tieren, aber auch bei allen Pflanzen und bei den Menschen, zuerst ein Männli und ein Weibli braucht, bevor man etwas ist. Sei es ein Kiwi, ein Zebra, ein Dachs, ein Eichhörnli oder ein Mensch. Bei den Menschen braucht es ein kleines Sämli von einem Männli, also von einem Mann, und ein ganz kleines Ei von einem Weibli, also einer Frau. Damit der Mensch entsteht, muss das Sämli vom Mann und das Ei von der Frau so zusammenkommen, ineinander verschmelzen und zack, hat es zum Beispiel dich, Lea, oder mich, oder das Eichhörnli oder der Dachs Adalbert gegeben. So, also bist du, bevor du im Bauch von der Mama gewachsen bist, Lea, schon immer ein Teil von deinem Papi gsi und ein Teil von deiner Mami. Und deine Mami ist schon immer, bevor sie im Bauch von ihrer Mami, also deinem Grossi, gewachsen ist, ein Teil von deinem Grossi gsi oder ein Teil von deinem Opa gsi. Also ich komme nicht mehr dran. Ja, also gut. Jetzt habe ich gesagt, was wir sicher wissen, was du gsi bist, bevor du auf die Welt gekommen bist. Jetzt kommt ein viel schöner Teil. Jetzt schauen wir mal, was man glaubt, wo du gsi bist, bevor du auf die Welt gekommen bist. Also, was glaubst denn du, Adalbert, wo du gsi bist, bevor du auf die Welt gekommen bist? Ja, also ich glaube, ich bin eine sanfte Welle in unserem Waldteich gsi. Dort bin ich, weißt du, als kleine Welle voll entspannt und sehr fröhlich umgewellt, bis ich meine Mami gesehen habe, am Teich vorbeilaufen. Und dann habe ich gedacht, ich will auch mal ein Dachs werden, wenn ich groß bin. Und dann habe ich einen Fischreier gerufen und ihm gesagt, ich will ein Dachs werden. Und der hat mich dann in seinem Schnabel aus dem Waldteich gefischt und mich mit dem Dachs-Mami in die Höhle geleitet. Das glaube ich. Ja, so herzig. Ja. Und also ich glaube, ich bin ein kleines Haselnüssli am Haselstrauch. Dann hat mein Papi meine Salle geknackt und ich so vertragen, dass da kein Haselnüssli unter der Salle war, sondern so ein herziges Eichhörnli aus der Salle gekommen ist. Dann hat er mich heim in den Kobel genommen, wo auch meine Mami gewohnt hat, und zack, hat es ein herziges Eichhörnli-Kindli gekriegt. Also das glaube ich. Ja, Glaube. Also fürs Glauben sind ja die Religionen da. Also da sagen zum Beispiel Buddhisten, dass man immer wieder auf die Welt kommt, einfach als anderer Mensch. Das Ziel aber immer auf der Welt bleibt. Und Christen, die sind sich da nicht so einig, aber zusammengefasst glauben die auch, dass man zuerst jemand und nein ist, bevor man im Bauch von der Mama wächst. Und Moslems sagen etwas Gleiches wie Christen. Glaube ich. Ja, siehst du, glaubst auch. Also das ist ja sehr langweilig. Ich finde es viel spannender, wenn man glaubt, dass man, bevor man auf die Welt gekommen ist, zum Beispiel ein bisschen auf dem Mond gesendet
hat oder so. Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass meine Seele, also wie so ein guter Geist von mir schon lange auf mich gewartet hat auf der Welt. Und dann ist ein Kindli auf die Welt gekommen, wo Marius heisst, und meine Seele hat dann gedacht, ja, zu dem Kindli gang ich und wird so zum Marius. Hey Kind, was meint ihr, wo ihr gsi sind und was ihr gsi sind, bevor ihr auf die Welt gekommen sind? Schreibt doch das in ein E-Mail auf info@jackkapelle.ch. Da bin ich gespannt, was ihr glaubt, wo ihr gsi sind und wer ihr gsi sind und was ihr gsi sind, bevor ihr auf die Welt gekommen sind. Und weil wir jetzt gerade in einer so einer schönen, nachdenklichen Stimmung sind, kommen wir jetzt zu etwas ganz, ganz Besinnlichem. Bessere Schimpfwörter lernen mit dem Oberjägermeister Brünzli. Ja, also jetzt, gut, Achtung, gerufen. Ich zeige euch wieder schöne Schimpfwörter, die ihr dürft sagen, ohne dass Mami und der Papi oder die Lehrerin oder die Artleiterin oder wie die alle heißen, darf ja in der Stadt und schimpfen. Also, Nummer 1, also Uno, also 1. Achtung! Du bockmuffige Haselnuss. Was ist nochmal ein schönes Schimpfwort? Also, Achtung, das zweite schöne Schimpfwort. Du alte Stinkmachle. Ein Klassiker, aber finde ich schön. Der Brünzli nervt ein bisschen. La 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 la. Also so schön, wenn man alles lernt bei Radio Waldrand. So, jetzt wissen wir es wieder. Schöne Schimpfwörter vom Oberjägermeister Brünzli gelernt. Es ist ja Ostern, liebes Eichhörnchen, lieber Dachs-Adalbert. Ich glaube, wir gehen mal Eier suchen. Schoki-Eili. Ja, und Schoki-Eili. Ja, genau. Ja. Also gehen Und wir dann können wir ja besprechen, wo und was wir gewesen sind. Einfach, wo wir gewesen sind, bevor wir auf die Welt gekommen sind. Aber zuerst sagen wir schnell Ciao. Also, ciao, Kinder. Tschüss. Schöne Ostern. Wenn es noch nicht vorbei ist, mit dem Podcast hören. Ciao. Ciao. Also, vielleicht bin ich früher mal ein Dachs gewesen. Ich glaube, ich bin mal ein Dachs gewesen und habe in einer Höhle gelebt. Weil ich träume immer, dass ich in einer so einer Höhle bin, in einer Dachsenhöhle. Vielleicht bin ich früher noch ein Dachs gewesen, in einer Höhle. Ja, der Rhinoceros. Ja, glaub. Oder vielleicht bin ich auch eine Höhle gewesen. Ja, sicher. Höhle. Du bist sicher keine Höhle gewesen. Also, ich meine, vielleicht bin ich mal ein großer Baum gewesen. Oder vielleicht bin ich auch früher... Radio Waldrand, wir spielen miteinander. Radio Waldrand ist Radio, wo entspannt, von A bis Z brillant. Radio Waldrand.